Wir sind zurück in Somniel mit Sommi. Hierbei. Wow, der war cool. Ja, bei Fire Emblem Engage, wo auch sonst. Und ich bleibe aber nicht lange hier, Freunde. Ganz ehrlich, ihr habt noch ein bisschen Gedanken gemacht am letzten Mal. Also letzte Folge, wo ich gesagt habe, ja, man könnte noch dies machen, man könnte noch jenes machen und so. Und wir müssen trainieren gehen, vor allem die Charaktere, die wir sonst nicht so richtig trainieren können. Weil es einfach nicht dazu kommt, dass wir irgendwie die Zeit dazu hätten, beziehungsweise die Möglichkeiten, um die Charaktere mitzunehmen. Das Problem ist aber, wer sagt mir, dass es künftig immer noch so bleibt? Also ich meine, klar, es wäre schön, wenn sich das ändern würde und man quasi dann mehr Charaktere mitnehmen könnte, vielleicht so 15 oder 20 sogar. Aber ich habe eher Angst, dass wir immer mehr und mehr Charaktere dazu bekommen und gar nicht mehr überhaupt pro Kampf mitnehmen können. Also sprich, die Anzahl, die wir pro Kampf einsetzen können, wird immer ungefähr dieselbe bleiben, aber wir kriegen immer wieder neue Charaktere dazu. Und dann bringt es ja eigentlich nichts mehr, jetzt Zeit damit zu nehmen, die anderen zu trainieren, zum gucken, ob vielleicht irgendwie, ja, daraus vielleicht irgendwas werden könnte aus denen. Nur mir nachher Gedanken zu machen, oh, jetzt habe ich das so so gemacht und gemerkt, ja, der wäre ganz cool. Muss dafür halt jemand anders quasi loswerden und dadurch ersetzt werden und so, und da bringe ich auch keinen Bock drauf. Klar, ich hätte ihn gerne, dass irgendwie Anna oder Boucheron, einer von beiden, noch irgendwie ja, beweisen könnte, wegen Berserker und so. Aber die Axtfähigkeit selber brauche ich eigentlich nicht unbedingt, weil dafür hätte ich nachher Diamant, der kann das nachher auch. So, komm, wir geben mal eine Zwiebel. Wird somit nicht so viel Freude dran haben, aber der Balken steigt trotzdem. Entschuldigung. Ja, hat einen sehr exquisiten Geschmack, der Kleine. Streicheln, das kann auch nie schaden. Das sind so Dinge, die ich eigentlich immer pro Kapitel machen müsste. Und wieder was rausgekackt. So. Und generell muss ich nachher sowieso ein bisschen aufpassen. Ich bin ja jetzt hier im richtigen Aufnahmemarathon, wo ich fast schon täglich irgendwie so 3-4 Folgen aufnehme. Das ist zwar tendenziell nicht schlecht. Das Problem ist aber halt, das Spiel hat laufend neue DLCs und so mit neuen Emblemhelden, Ringen und irgendwann auch mal neue Quests und so. Und da müsste ich eigentlich ein bisschen aufpassen, wenn ich ehrlich sein soll. Dass ich dann nicht irgendwie plötzlich davon trainiere. Also, was machen wir jetzt noch? Wir machen Arena, was wir halt noch so machen können. Sowohl für uns selber als auch für die Embleme. Dann natürlich gehen wir nochmal in die Ringkammer zum Gucken, ob noch irgendwas anderes machen könnte. Fähigkeiten färben können, etc. etc. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Kapitel. Also auch keine Sidequests so, die würden wir gerne für später aufsparen. Da kriegst du ja auch schon Level 1, also dann nicht mehr so viel machen. Etienne, Amber, Sean. Ich kann halt bei Sean ein bisschen was machen. Janです。なんや緊張するな。神竜様ファンクラブ会員ゼロ番クラン。やっ、せっ。ふっ。手合わせできただけで光栄やわ。Gut, der bringt halt nichts, wa? Klar ist ein Gespräch verfügbar, oh mein Gott, aber ganz ehrlich. So wenig Punkte wie die kriegen. War schon ein bisschen schade. Anna, ihr letztes Level-Up war leider ein bisschen schwach, muss ich leider zugeben. Also, es tut mir leid, das zu sagen, aber Boucheron ist immer der bessere. Wir haben beide einen Geschwindigkeitsdrop. Behendigkeit, an beide gleich viel, aber Boucheron hat mehr Stärke. Ich habe entweder einfach Pech gehabt jetzt mit Anna, oder es ist halt wirklich eine schwächere Version. Ich meine, dafür ist halt extra auch so eine Sidequest, wo man sie holen kann. Vielleicht liegt ja ihre Stärke auch irgendwie eigentlich ganz woanders. Evelyn müssen wir ja darauf gucken. Wo man mit ihr irgendwie, keine Ahnung. Das sind mal schöne Erfahrungspunkte.
Also könnt mir bei Boucheron oder bei Anna vor allem vorstellen, dass bei ihr vielleicht mehr auch nachher Richtung Magie und Resistenz geht, weil sie hat mehr Resistenz als Boucheron. Boucheron dafür mehr Verteidigung. Immer schwierig zu sagen. Wow. Gegen Louis de Wall. Ja, viel Spaß dabei. Bei Louis hat sogar Magierprobleme zum Durchkommen. Aber immerhin ein paar Punkte. Ja, ist eigentlich. Ist schon cool. Klar, ist ein Lanzenkavalier schon wieder. Wir haben schon einen. Egal. Embleme. Geht natürlich auf die Bandfragmente zurück, wa? Könnte ich da noch irgendwas machen? Ja, wer der Vorteil war. Wir kriegen noch die Fertigkeiten dazu noch, das war ganz cool. Wilder Ritt ab 7 war. Was waren die Wilder Ritt schon wieder? Ah, ihn einfrieren, okay. Leichtlanze gegen Meisteraxt. Oh Mann, ey. リーフさん、何かお困りごとはありませんか？並びたい？大丈夫だよ、ルイ。細やかな気遣いをしてくれてありがとう。Kein Problem. Die Axtfertigkeit und Vorteil als Fähigkeit, Bogenfertigkeit. Das mit Fertigkeit ist auch so ein Thema. Das habe ich die ganze Zeit irgendwie falsch verstanden. Ich kann das hier ganz kurz zeigen. Ja, und zwar geht es eigentlich darum, es geht ja um Fertigkeit, nicht um Fähigkeiten, ne? Wieder was anderes. Wir haben zum Beispiel hier Fertigkeiten links unten. Bei Michael sieht man zum Beispiel, ist das Schwert blau, das Icon vom Schwert blau. Die anderen Icons bis auf das Buch sind weiß. So, blau heißt, dass man eine aktive Fertigkeit, die man momentan nutzen kann. Jetzt gibt es natürlich, je nachdem, gibt es halt andere Klassen. Zum Beispiel irgendwie zum Würmgott werden würde, heißt jetzt zum Beispiel, hey, nötige Fertigkeit braucht ihr zum Beispiel auch Fäuste. Oder auch nötige Items. Manchmal brauche ich nur das Item, manchmal brauche ich auch nötige Fertigkeiten. Zum Beispiel hier mit dem Dieb. Ich könnte zum Dieb werden, ich bräuchte nur die Fertigkeit, das Zweitsiegel, wir haben beides. Perfekt. Und die Fertigkeit, die kriegen wir halt eben dadurch, dass wir uns mit den Emblemen auseinandersetzen und ihnen sagen, hey, gib uns bitte das und das. Jetzt gerade dabei. Louis zum Beispiel, jetzt hat er ein paar mehr. Ja, eben. Lanze, Axt, Bogen, Dolch und könnte deswegen zu wesentlich anderen Klassen noch werden. Und wesentlich viel mehr anderen Klassen werden. Sei es nun dank dem Zweitsiegel, sei es durch Kombination, sei es durch ein Zweitsiegel noch, etc. etc. Würde ich ihm jetzt auch noch Schwertmeister geben, also beziehungsweise das Schwert geben als Fertigkeit, könnte auch zum Schwertmeister oder Schwertkämpfer werden durch ein Zweitsiegel. Ist ja eigentlich noch ganz cool auf eine gewisse Art und Weise. Da geht auch Wolfsritter, es gibt noch so viele Klassen, ey. Doch könnte natürlich ihn jetzt auch vom General zum Beispiel hier zum Axttypen verändern. Damit ich jetzt halt künftig Echsen nutze statt Lanzen. Die Werte bleiben gleich, ich hätte aber mit Level 5 eine neue Fertigkeit.
Ist eigentlich zum Teil schon cool, das Ganze, aber eben ein bisschen du darauf kommst, dass du Fertigkeiten zu erlernst. Das habe ich am Anfang nicht richtig geschnallt. Das war ein bisschen doof von mir. Aber irgendwie auch seltsam vom Spiel erklärt, finde ich persönlich jetzt. Aber egal, ich schweife ab. Machen wir weiter. Noch ein paar Fragmente. Kann ich nachher auch was anderes noch einsetzen. Die Frage ist dann nur ein bisschen auf für was, wa? Also wer macht was und so. Er ist noch mit Roy voll dabei. Verteidigungsbruch. Ah, könnte ja mit Marv noch viel reißen, wa? Leaf ist halt perfekt für die ganzen Fertigkeiten, wa? Und Axt braucht er ja nach für die erste Stufe ja auch, aber... Ich dachte, bei Diamant kriegt er das automatisch dazu. Wenn ich Diamant, weil ich der Meistersiegel habe, entwickeln würde. Und dann ist er ein Lord zum Thronerbe. Ja, okay, die Axt hat er eigentlich bereits, ja, als Fertigkeit. Okay, ich brauche nur ein Meistersiegel. Dann kann ich mal gucken, was die alles für Fertigkeiten schon haben. Hat auch schon Schwert erlernt. Anna hätte halt auch... Das ist bei ihr eigentlich Bogenblau. Oder ein Kavalier für sie noch etwas. Ne, wir haben gerade gefragt, wieso ihre Fertigkeit, der Bogenblau ist jetzt gar nicht ausgerüstet. Valkyries ist klar. Nicht nur Bogen. Wenn ich ihm noch mehr geben, können natürlich da noch ein bisschen mehr reißen. Okay, schräg. So, ja, ich will trotzdem vorwärts machen. Entschuldigung, ich mache weiter. Sie ist eine Diebin, kann demzufolge eigentlich nur damit auch ein bisschen was machen. Ich kann natürlich noch mit Edelgarn sowas machen. Für Stärke, Behendigkeit ist natürlich bei ihr auch sehr wichtig. Messerpräzision 1. Ja, natürlich Messer, also wäre das auch nicht schlecht. Selika, wenn sie nach... Ja, ich glaube, Selika bringt nicht viel. Aussagen plus 15 wäre noch etwas. Ne, machen wir Edelgar, komm. Dann kann sie dann zum späteren Zeitpunkt auch noch ein paar Fertigkeiten erben. 私はエーデルガルト。あなたの器を確かめさせてもらうわ。Alter! Edelgard hat so eine beschissene Trefferquote, aber eben die Power von ihr ist einfach unglaublich, ey. Yunakaのモノマネは本当にすごいわ。ありがとうございます、エーデルガルト。Edelgard-san! So. Dadurch kann ich das Erbe antreten. Ich überlege darüber einfach mal bei einigen machen, wo ich denke, da lohnt sich was. Bei ihr zum Beispiel wird demnächst mal eine Weisin werden. Stab auch hier nicht mehr beizubringen, das hat sie schon. Jetzt ist halt die Frage, was halt vor allem Magie war und Resistenz. Aktuell ist sie mit Sigurd unterwegs. Okay, Trefferlos 15 kann sie trotzdem gebrauchen. Mache dann bei ihr bei Selika wegen der Resonanz und Buchpräzision und noch bei Micaiah. Ja, will nicht mehr viel haben. Alter, der einfach nichts bringt gegen Micaiah.
Arigatou gozaimasu. So, ja eben, ich könnte eigentlich, mit Mikai habe ich es bereits gemacht, Level 5. Meisterfertigkeit Schweigeband, Stabkunst, Magiefertigkeit Nosferatu. Wäre natürlich auch cool. Was bei ihr noch, damit ich halt Resonanz und die anderen noch hätte. Was man braucht, ist eine andere Frage. ブロディア王女兵シトリ Ah, die verbraucht die ganzen Bandfertigkeiten, das heißt, sie kann gar keine Ringe mehr schmieden. 相手はあなたえいやったそれ私の実力不足だわ素敵なドレスね Sehr gut. Ja, eben eigentlich noch. Bei Alfred kann man sich eigentlich auch überlegen. Diamant. Wo habe ich jetzt da gerade. Beim Marv, was hatte ich jetzt eigentlich? Ein Schwert. Weil Stärke Behendigkeit eigentlich auch cool wäre. Stabkunst, ne, brauchst du eigentlich nichts, zumindest momentan noch nicht. Boah, bist eh schon dabei, da hast du auch schon viel gemacht, dann mache ich jetzt mal nichts momentan. Leaf. Sigurd, Silikai machen wir beim Marv, haben wir noch genug? Ja, gut. Also Marv ist auch pervers schnell. Das ist nicht mehr normal. Domo. Gut. Ja, soll das erste reichen, Leute. Verpissen wir das mal ganz kurz zur Ringkammer. Ich möchte nicht, dass er jetzt dann noch etwas machen kann. Spiele 24 Stunden insgesamt, ja, dankeschön. Okay, das sah ein bisschen seltsam aus. Huch, was ist denn das hier? Was ist das für ein Ring? Ah, sind die DLC-Ringe hier draußen? Yes, so. 1, 2, 3, 4, 5. Fehlen noch, wa? Da aber noch ein bisschen was zu tun. Fähigkeiten erben. Also, Entschuldigung. Gott. Falsch durch. Michael, gut, ich habe eh nicht mehr viel. Waffenschild finde ich schon noch nicht schlecht, vor allem gegen stärkere halt Typen. So, Tiki bin ich eh gerade dabei. Edelgard auch. Also machen wir mal hier Leaf. Jetzt einfach mal erben und gucken, was denn passiert. Vorteil. Sind die Kapitäne und sind der Gegner in den Kampf? Ja, sind der Gegner in den Kampf initiiert, kann durchaus mal noch sein bei ihm. Treffer brauchst du eigentlich nicht, du hast eine relativ gute Trefferquote. Auch mal Waffenschild, komm. Was bei ihm eigentlich, naja, kannst du darüber streiten. Was? Vollständig. Ja, wenn er mehr kochen würde. Eigentlich nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich glaube, ich spare bei ihr noch Punkte. Ich finde bei dir Auswahl eigentlich sehr wichtig.
Aufmerksamkeit auch cool wäre. Junaka. Ja, Stabkunst. Vielleicht eher bei dir noch die Linie, weil du ein Dieb bist. Und ja, da habe ich übrigens recherchiert, Freunde, es gibt keinen Assassinen im Spiel momentan. Das ist der Grund, wieso bei ihr das Maximallevel auch nicht 20, sondern 40 ist und so. Es geht einfach nicht, da gibt es nicht. Schade natürlich, dass es hier keine Assassinen gibt. Ich verstehe es auch nicht, aber es gab schon ein paar Spiele, wo es gewisse Typen nicht gab, wo ich mir immer gefragt habe, what the fuck, warum? Die hat auch viele Punkte, die gute. Also viele FP zur Verfügung. Resistenz plus 3, heilendes Licht. Fertigkeiten für aktuell, oder? Das liegt den Schadens zu. Magie plus 2 für 1000. 3 plus Anwendung plus 3 ist auch cool. Ja, komm, ich mach mal den hier. Weil die Magie plus 2 doch sehr wichtig. Resistenz hat theoretisch auch. Magie lernt sie aber, also das nächste Mal entwickelt, das kann es trotzdem mal geben. Ja, okay, müssen wir ein bisschen was machen. Alkris, glaube ich, auch noch nichts. Anna, wenn wir auch stark wundern. Unser Jade-Ritter genauso. Bei Etia sieht es genauso aus. Amber. Lapis Lazuli. Bougeron, oh Bougeron. Was will der Bougeron? Ne, der Rest hat sowieso nichts. Gut. Bandringe erstellen, verschmerzen. Ja, eben 200, ja, nicht mehr viele Dinger. Ringe polieren. Ja, ein paar hätten es nötig, wa? Wir können schon mal hier noch ein bisschen erhöhen. Man ist gar nicht einfach gedrückt halten die Taste. Was ist denn das? Ja, kein Problem. So, Mikaya mache ich noch. Der Rest ist ja eigentlich relativ gut. Die sind relativ weit. Celine, Michael mit Mikaya. Sitten ist auch Level 5. Ja, mach mal so, komm. Null Problemo. So, hätten wir das auch. Okay. Dann, bevor wir gleich alles hier verlassen, die ganze Umgebung, nochmal kurz checken. Unterstützungsgespräche. Ja, hätten wir ein paar. Aber jetzt aber, ich muss sehr zugeben, wir haben momentan keinen Bock drauf. Bankgespräche keine. Verbündete, die Liste ist klar. Visitenkarten so auch. Inventar habe ich gemacht. Klar, jetzt kann ich Ihnen Fertigkeiten zuweisen, wir können ja auch später noch machen. Momentan brauche ich sie eigentlich auch nicht und es passt soweit auch alles. Ja, komm. Wir brechen auf. Können wir in dieser Folge noch ein bisschen was schaffen. Aber nur ein bisschen was. Hat noch viel los hier, oder? Ja, die ganzen Dinge hier machen. Eben klar kann man es machen. Aber im letzten Kapitel so stark unterwegs. Desnia-Kathedrale, das wäre, glaube ich, sowieso heftig.
Wir beginnen jetzt die Story fort. Die Armee des Würmgotts eilt zur Destination, um König Morion zu retten. Ich meine, das Kapitel heißt die Mondrache Sombron. Ich glaube daher nicht, dass er irgendwie was mit dem retten wird, aber wir setzen die Story fort. 準備はいいかい？デスタン大教会は敵の本拠地だ。装備を整え挑んだ方がいい。 Beginn dieses Kapitel kannst du erst nach mehreren Kämpfen zum Somniel zurückkehren. Ach du Scheiße. Aber ich kann ja auch jetzt nichts Neues kaufen. Noch ein paar Heilmittel dabei. Ja, ja, die ganzen Dinge, die ich noch zuweisen kann. Marv macht mir gerade ein bisschen Angst, Freunde. Verstohlene Einheiten. Die verstohlenen. Ja. So, nochmal gucken. Da war ja jetzt nichts Besonderes. Irgendwie nochmal Waffe schmieden oder so. Nee, der hat nichts Besonderes. Das haben wir schon geguckt. Nach bei ihr konnte ich irgendwie nur noch ein Zweiziegel kaufen, mehr nicht. Aber schön, dass das Spiel uns darauf hinweist, übrigens, wenn du hier reingehst, dann hast du nachher ein Problem. Ja, ich würde gerne noch mehr Meistersiegel haben, aber komm, scheiß drauf. Wir machen weiter. Ich könnte auch göttliche Kapitel noch ein paar machen, aber nee, ist einfach... Finde ich jetzt der falsche Zeitpunkt dafür. Auch storybedingt, weil, sorry, aber... Wenn gerade König Morion entführt wurde, gehen wir nicht noch göttliche Kapitel machen, einfach nur um stärker zu werden. Wir gehen jetzt ihn retten, fertig. Dämonendrache Sombron. すごい雪。この教会の周りはいつもそうだね。お姉様遅いな。こんなに待っても帰ってこないってことはもうブロディア城で負けちゃってとっくに殺されてるのかもしれない。そんなことない。アイビー様はきっと生きていらっしゃるよ。ありがとう。ロサードは優しいね。ああ、なんでこんなことになっちゃったんだろう。ソンブル様の封印を解いてから何もかもめちゃくちゃ。優しかったお父様も私になんか興味ないみたい。最近はずっとあの人たちと一緒にいてばっかり。ソンブル様と一緒に城に現れた奴らのこと？そう、フードかぶってて顔がわかんないこと、その世話係だとかいう4人組。きっとたくさん指輪を持ってきたからお父様のお気に入りになったのね。私だって指輪を取り戻したら前みたいに褒めてもらえるって思ったのに大失敗しちゃった。ごめん、オルテンシア。違うわ。グランスール大橋でのことは私のせい。よく考えたら私お父様がしようとしてること何も知らないの。お父様がどうして指輪が欲しいのかとか今祭壇でやってる儀式のことだって。失礼します。ゴルドマリー。オルテンシア、ハイヤシンス様から祭壇に来るようにと。それからこれを。紋章師の指輪？この前とはまた違うやつだね。これを身につけて戦闘の準備をしなさいとのことで。きっと神竜様が来たんだ。こうなったら直接聞いてやるわ。ブロディア城に行ったお姉様をどうしたのか。行こう、二人とも。
来ました。デスタン大教会。ベイルが道を教えてくれたおかげで迷うことなく来られましたね。早速中に入りましょう。少し待ってくれ。モルス。邪竜の気配がする。この大教会にいるのは間違いないよ。僕たちは奴と戦えるほど万全ではない。中に入ってもし儀式が遂行された後なら撤退を。そうでなくても危険ならすぐに教会を出るんだ。モリオン王を連れ帰らずにですか？嫌な予感がするんだ。ここには長くいない方がいい。邪竜とは絶対に遭遇してはダメだ。大丈夫ですよ。邪竜はまだ動けないとアイビー王女が言っていました。指輪の半数はすでにこちらにあるんです。敵が他の全部を集めていても互角に戦えますよ。確かに僕たちは力をつけ仲間も得た。でも将たる君が慢心してはいけないよ。Jetzt habe ich erst recht Angst. Alter, leck mich am Arsch. Ich habe schon so eine Warnung von Marvel ausgesprochen bekommen. Das kann nichts werden. Alter Schwede. Wie es weitergeht hier bei Fire Emblem Engage. Mit dieser doch bedrohlichen Warnung. Sehen wir in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ja, dass halt Michael die Warnung berücksichtigt. Und zumindest einfach noch kurz reinguckt, ist Murray noch am Leben? Falls ja, okay, holen wir ihn, zack, bumm. Falls nicht und Sombron schon erwacht ist, dann hauen wir ab. Wobei, ich fürchte, dann wird unser Weg abgeschnitten und dann ist sowieso zu spät und, keine Ahnung, dann wird Blut fließen. Aber nicht unseres. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.